Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event. Die Wahlen sind wieder mal für 4 Jahre hinter uns. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Über die Wahlen reden wir heute. Wir analysieren sie und schauen, was die nächsten 4 Jahre aufs Parlament zukommt. Sie sehen, wir haben das Setting im Studio ein bisschen geändert. Das natürlich wegen Covid. Bei mir sind heute 2 Gäste, zwar die prominentesten Köpfe der bürgerlichen Parteien im Bezirk, kann man sagen. Das ist einerseits Sabina Freiermuth, wiedergewählte FDP-Grossrätin und Fraktionschefin der Freisinnigen im Grossen Rat. Herzlich willkommen, Frau Freiermuth. Und das ist andererseits der Christian Glur, Präsident der grössten Partei im Bezirk der SVP. Herzlich willkommen, Glur. Grüezi, Herr Pfister. Wir sind, Frau Freiermuth, mit Masken alle hier ins Studio eingelaufen. Was geht Ihnen im Moment so durch den Kopf, wenn Sie unterwegs sind? Jetzt auch wieder, wenn Sie an die politische Arbeit denken, die vor Ihnen liegt? Ich habe viel Respekt vor dem, was hier kommt, was hier in den letzten kurzen Wochen sich entwickelt hat. Ehrlich gesagt habe ich es immer ein bisschen erwartet, dass der Herbst, nach der Herbstferien, dass das nochmal wird aufgehen mit diesen Infektionen. Aber ich bin der Meinung, jetzt müssen wir wirklich eigenverantwortlich handeln und auch wirklich mit allen möglichen Mitteln verhindern, dass es wieder zu einem Lockdown müsste kommen. Das wäre für unsere Wirtschaft wirklich eine Katastrophe. Nicht in Lockdown geht, will das Parlament, aber das kann ja nicht in diesem Saal tagen. Nein, da ist jetzt entschieden worden, dass man in der Umweltarena in Spreitenbach weiterhin bleibt. Ich bin froh, dass das so entschieden worden ist und ich bin der Meinung, dort werden wir unter guten Voraussetzungen können tagen. Natürlich würden wir alle viel, viel lieber in unserem Grossratsgebäude tagen, das ist völlig klar. Aber die Situation ist, glaube ich, jetzt so richtig eingeschätzt worden, dass der Entscheid so getroffen worden ist. Christian Gluri, Ihre Partei sind ja viel skeptisch mit diesen Massnahmen. Wie sehen Sie das? Vielleicht kommen noch schärfere Massnahmen. Gehen die wir jetzt haben, aus Ihrer Sicht schon zu weit? Oder? Das ist ja so. Wir sind eine grosse Partei, wir haben verschiedene Meinungen, was das anbelangt. Wir sind auch sehr freiheitsliebend und lassen uns nicht gerne einschränken. Meine persönliche Meinung zu dem ist, wenn man die neuesten Entwicklungen anschaut mit diesen Fallzahlen, müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein und um jeden Preis einen zweiten Lockdown unbedingt verhindern. Für das braucht es aus meiner Meinung sicher Massnahmen wie die Maskenpflicht und so weiter. Also da tue ich mir sicher nicht dagegen sträuben. Gehen wir doch so ein bisschen zu den Wahlen. Frau Freiermuth, wenn Sie jetzt ein paar Tage zurückschauen, einen Sitz verloren, hätte können schlimmer kommen. Ja, man kann es so anschauen, aber also ein Verlust schmerzt immer. Da kann man nicht nachher einfach sagen, es hätte ja auch noch schlimmer kommen. Eigentlich haben wir ja vorwärts machen. Das will ja jede Partei, wenn sie an den Wahlen teilnimmt. Aber wir müssen jetzt das so hinnehmen. Der nationale Trend hat auch im Aargau angehalten. Und wir machen das Beste daraus. Wir haben trotzdem viel Freude, gute Lösungen zu präsentieren und mitzuschaffen. Und wir sind immer noch die drittstärkste Kraft in diesem Parlament. Diesen Platz haben wir nicht verloren. Haben Sie auf die falschen Themen gesetzt? Sie haben ja sehr stark sich als kompetente Wirtschaftspartei nochmal positioniert, in der Hoffnung, die Wirtschaft von den Ängsten der Leute aufzufangen. Die Rechnung ist offenbar nicht aufgegangen. Offenbar haben die Leute wirklich noch die grünen Themen höher gewertet für den Moment. Ist die Sorge um die Wirtschaft und um den Arbeitsplatz noch nicht so gross gewesen, dass wir jetzt mit den Themen, die wir gewählt haben, hätten können Wählerstimmen gewinnen. Aber ich
bin überzeugt, dass auch diese Themen in der Zukunft natürlich jetzt gerade mit der Situation, wo wir drinnen stecken, erneut drinnen stecken, auch wieder werden an Bedeutung gewinnen. Und da ist die FDP auch in den Augen der Bevölkerung eben die Partei, die Kompetenz hat. Was Ihnen einfach zu denken geben, die andere Partei, die liberal im Namen hat massiv zugelegt, nämlich 6 Sitze. GLP positioniert sich ziemlich links. Die Partei ist zum Beispiel für die Konzernverantwortungsinitiative. Was sagen Sie zum Erfolg der GLP? Ja, ich habe vorhin schon gesagt, ich gehe mal davon aus, das ist der nationale Trend im Moment, wo jetzt auch im Aargau angehalten hat. Und man gibt den Parteien, die das Grün im Namen hat, automatisch auch Kompetenz mit, dass sie die Themen, die mit dem Klimawandel einhergehen, dass sie die lösen können. Wir haben von jeher gesagt, wir anerkennen, dass wir hier eine grosse Herausforderung haben. Wir wollen die Probleme lösen, indem wir aber sozial, ökonomisch und ökologisch nachhaltig handeln. Und das haben wir offenbar unseren Wählern noch nicht genug vermitteln können. Da haben wir noch ein Stück Arbeit. Dass ein GLP jetzt zu einer Konzernverantwortungsinitiative ja sagt, da muss ich sagen, da gibt mir zu denken. Aber es ist nicht meine Verantwortung. Aber wir haben den Gründervater von der GLP, der Herr Bäumli, gehört. Also ihm gibt es offenbar auch zu denken. Sie müssen jetzt ja den Mehrheiten suchen im Parlament, Lösungen schmieden mit anderen Parteien. Das wird aber wohl deutlich schwieriger werden in der neuen Zusammensetzung. Oder sehen Sie das anders? Das kann man jetzt nicht sagen. Das kommt weniger auf die Zusammensetzung an, wie auf Personen. Ich habe es in gewissen Themen schon in den letzten 4 Jahren sehr schwierig gefunden, Lösungen wirklich überparteilich zu erarbeiten. Aber in anderen Themen geht es besser. Und das ist immer abhängig von den Personen, die daran arbeiten. Und den guten Willen, den müssen wir alle zeigen, weil das ist einfach unser System. Unser System funktioniert so. Und da müssen wir halt wirklich alle daran arbeiten, dass wir Lösungen erarbeiten können, die nachher mehrheitsfähig sind. Christian Gluri, in Ihrer Partei sind ja die Wogen vor den Wahlen sehr hoch gegangen. Es hat internen Knatsch gegeben, unter anderem rund um die Äusserungen vom Parteichef Andreas Glarner. Sind Sie mit einem blauen Auge davon gekommen? Ja, das ist eine gute Frage, Herr Pfister. Bei so einer Partei wie wir sind, wir haben ein breites Spektrum, das ist so, und da gibt es verschiedene Meinungen. Die Meinungen, die muss man miteinander ausdiskutieren, das ist sehr wichtig. Was ich persönlich sehr begrüße oder will begrüßen, dass man das intern machen, auch mit der Parteibasis zusammen und allen zusammen, aber sicher nicht über die Medien. Das ist gerade vor den Wahlen nicht so glücklich. Wir haben jetzt 2 Sitze verloren im Kanton Aargau, das ist so. Wir haben gesehen, gegenüber den Nationalratswahlen haben wir aber viel weniger Wähleranteil verloren, was uns sehr freut. Es wird uns immer vorgeworfen, wir seien die Partei, die gar nichts macht für das Klima. Dem möchte ich halt schon vehement widersprechen. Wir haben viele Unternehmer, KMUs, Bauern und so weiter bei uns. Wir setzen halt auf einen technologischen Fortschritt, auf die Eigenverantwortung und würden natürlich steuerliche Abzüge beim Klimawandel, die man geltend machen können, also bei Massnahmen, um den Klimawandel zu verhindern, würden wir sehr begrüßen. Die Leute offensichtlich haben auf das Thema Grün gesetzt, auch noch bei diesen Grossratswahlen ein Teil weit. Das ist so. Ich bin sehr gespannt, die nächsten 4 Jahre, was sie für Lösungen werden uns präsentieren. Nur mit Lenkungsabgaben, neuen Verboten, Auflagen und so weiter, denke ich, wird die Bevölkerung nicht unbedingt Freude haben. Wenn ich da vielleicht schnell mich einschalten darf, ich finde es ja interessant. Einerseits sagt die GLP im Grossrat Nein zum Energiegesetz, weil es kein Ölheizungsverbot drin hat. Andererseits sagt die SVP zum gleichen Gesetz im Grossrat Nein, weil es ein Ölheizungsverbot drin hat. Da geht für mich einfach etwas nicht auf. Herr Glusi hat das beste Resultat im Bezirk geholt. Da können Sie einigermaßen stolz sein drauf.
Das ist ja so, da bin ich stolz drauf. Das ist, wenn man am besten gewählt wird, das ist für einen Politiker auch etwas vom Schönsten, was es gibt in einer politischen Karriere. Ist sicher auch, das Volk hat die Antwort gegeben und tut einen bestätigen in dem, was man macht. Wir haben es ein bisschen gesagt, vielleicht beim Tobias Hottiger hat der Name Hottiger geholfen, bei Gietzendanz hilft der Name Gietzendanz. Wie ist das bei Glur? Hat dort der Name Glur auch geholfen? Ja gut, das ist sehr wahrscheinlich schon so, oder? Mein Vater hat manches Jahr politisiert. Der Name Glur ist bekannt im Bezirk Zofingen und ist sicher von dem her auch kein Nachteil gewesen. Wenn Sie jetzt rechts Mehrheiten holen, Herr Glur, dann die zwei kleinen Parteien wären doch jetzt wichtiger. Die haben zusammen 8 Sitze, die können ihre Sitze halten. Die DVP und die EDU. Sind das eigentlich die heimlichen Gewinner der Wahlen? Ich würde sagen, ja, gerade bei der EDU hat man sich ja grosse Sorgen gemacht, dass die Sitze verloren gehen. Wir haben ja eine Fraktionsgemeinschaft mit der EDU und der SVP. Wir haben sehr grosse Freude, dass die 2 Sitze erhalten bleiben. Wir haben bei vielen Themen sind wir identisch und arbeiten sehr gut zusammen. Auch mit der EVP denke ich bei gewissen Themen, dass wir hier miteinander zusammenarbeiten werden. Wir sind hier offen für solche Sachen und wollen ja auch unsere Themen durchbringen. Und für das braucht man definitiv mehr als nur die SVP, nämlich eben Mehrheiten mit diesen Parteien. Sehen Sie das, Frau Freienmuth? Auch die EVP viel wichtiger als vorher? Nein, wichtiger nicht. Wichtiger nicht. Das ist halt auch eine von diesen Mitte-Parteien. Und die EVP ist ja... nennt sich ja auch immer noch eine bürgerliche Partei. Der Herr Pfister legt ja sehr viel Wert darauf. Und da hoffe ich natürlich schon, dass sie auch bürgerliche Lösungen Mehrheiten beschaffen. Wenn man die Statistik anschaut, Herr Glur, dann hat die SVP am wenigsten Fremdstimmen bekommen, nämlich 3%. Bei den Grünen sind es, die haben am meisten bekommen, 24%. Das heisst doch, die SVP zieht offenbar kaum Leute außerhalb vom angestammten Wählerkreis an. Das muss Ihnen zu denken geben. Auf einen Weg geht an uns zu denken, das ist sicher so. Auf dieser Seite haben wir über 30% Wähleranteil, also wir können ja selber sehr viel generieren. Aber es wäre manchmal auch wünschenswert, dass wir eben noch ein bisschen mehr Fremdstimmen abholen können. Das wäre sicher kein Nachteil für eine Partei, das ist ja so. Wie wichtig ist eigentlich die psychologische Marke von diesen 30%? Ja, die wird von den Medien auch manchmal ein bisschen hochgeschraubt, sind wir ehrlich. Wir haben jetzt die 30% können halten, wir sind sicher glücklich mit dem. Ja, das ist gut für uns, für die SVP Aargau. Frau Freienmuth, was ist aus Sicht des Bezirks ganz konkret das wichtigste Anliegen, das Sie in Aarau auf die Schiene bringen in der neuen Legislatur? Wir haben im Bezirk grosse Arbeitgeber, grosse, aber auch viele KMUs, die denen zuliefern. Und für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass wir denen eine Situation schaffen, wo sie weiterhin bei uns im Bezirk können Arbeitsplätze schaffen und erhalten. Das heisst, wir brauchen hier einen guten Bildungsplatz. Das haben wir, aber wir wollen ihn auch behalten. Wir brauchen durchlässige Verkehrswege. Das ist etwas ganz Wichtiges und da müssen wir noch daran arbeiten. Da können wir im Grossen Rat etwas beeinflussen. Und dann müssen wir Rahmenbedingungen haben für unsere Unternehmen, wo sie dann auch bei uns bleiben. Oder? Und da werden wir nächstes Jahr eine Steuergesetzrevision haben. Und da erhoffen wir uns, dass wir eben den Vorstoß, den wir zusammen mit den bürgerlichen Parteien eingebracht haben, dass nämlich die Unternehmensgewinnsteuer dort in dieser Revision auch wird enthalten sein, dass wir hier für die Unternehmen das ankriegen. Also die Unternehmensgewinnsteuer soll tiefer? Eine Senkung, ja. Eine Senkung, ja? Genau. Herr Glur, aus Ihrer Sicht, was ist das wichtigste Anliegen aus Ihrer Sicht? Also allgemein gesehen sicher beste Rahmenbedingungen für die Wirtschaft schaffen, die Arbeitsplätze erhalten, das ganze Sozialwesen, Krankenkassen und so weiter. Das ist etwas, was die Leute enorm beschäftigt, dass das gesichert bleibt. Viel kommt halt von Bundesebene, wo wir auf Kantonsebene nicht viel machen können. Ich werde weiterhin beim UBV, also Umweltbau-Verkehrsdepartement, in dieser Kommission Einsatz nehmen. Dort sind die Umsetzungen, wir sind ein Verkehrsknotenpunkt im Aargau, das Wickertal, der sehr wichtig ist. Wir haben schon lange gesagt, der Ausbau auf 6 Spuren bei der Autobahn liegt uns sehr am Herzen. Die 3. Etappe von der Wickertalstrasse, die möglichst schnell umgesetzt werden sollte, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Aber auch der öffentliche Verkehr mit guten Anbindungen, Zofingen und so weiter, mit Bus und Bahn, ist auch wichtig. Wenn es jetzt irgendwie gut geht, könnte das realistisch sein, der Ausbau auf 6 Spuren von der Autobahn? Ja, da geht es länger. Das geht sicher noch wegen 10, 15 Jahren Minimum. Dann läuft es gut. Und wenn es schlecht geht, geht es halt noch 20, 25 Jahre.
Aber es wäre bitter nötig. Und ich hoffe auch als Bauer natürlich, dass das nicht zu viel Land braucht, dass man da pragmatische Lösungen bringt. Aus meiner Sicht wäre eine Variante, dass man eben den Pannenstreifen nicht mehr braucht, sondern dort eben die dritte Spur umsetzen könnte. Und da müssen wir natürlich auch unsere nationalen Politiker einbinden und dafür schaffen, dass sie sich da für unsere Region einsetzen können. Und da haben wir ja mit den beiden Ständeräten sind wir in der Pole Position, dass wir da Druck machen für unsere Region. Was wünschen Sie sich eigentlich von der SVP, Frau Freiermuth, für die neue Legislatur? Ich wünsche mir, dass wir vielleicht einmal mehr zusammen Lösungen erarbeiten können, die beide ein bisschen hergeben müssen. Eine Kompromisslösung. Manchmal wünsche ich mir da ein bisschen mehr Bereitschaft. Christian Glur? Das kann ich eigentlich gerade zurückgeben. Das wäre sehr wünschenswert. Ich habe jetzt mich enorm eingesetzt bei dem Energiegesetz. Wir haben von Anfang an klar gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Also eben das Verbot der Ölheizungen, der Zwang für die Eigenstromerzeugung und so weiter. Leider hat auch die FDP Schweiz, da habe ich jetzt Sabina vielleicht ein bisschen Schutz nehmen, vorgepresst und ist aus meiner Sicht 12 der Klimazug aufgesprungen. Da hat man, denke ich, eine gute Lösung hergebracht, ohne dass wir das Referendum müssen ergreifen mussten. Und da hoffe ich schon in Zukunft, dass wir uns eher wieder Werte finden. Aber es ist richtig, die Mehrheitsverhältnisse sind so, dass das notwendiger wird, wenn wir solche Lösungen durchbringen. Nein, für uns beide ist das immer notwendig gewesen, weil wir sind die bürgerlichen Parteien und von dem her, wenn wir uns nicht einig sind, dann ist sich schon ein ganz grosser Teil in dem Rat nicht einig. Aber das wird natürlich auch vielmals medial ein bisschen aufgespielt. Also in sehr, sehr vielen Themen sind wir uns einig und haben wir gute Lösungen. In gewissen werden wir uns vielleicht nie finden. Aber das ist ja auch nicht nötig. Man soll ja dort hinschauen, wo man Lösungen findet. Wo findet man sich nicht tendenziell? Ja, das ist vielleicht dann eher auch auf Schweizer Ebene in Europafragen, wo ich jetzt die SVP als eher sich verweigernd wahrnehme, wo wir halt wirklich den bilateralen Weg behalten wollen. Das haben wir jetzt gerade gesehen mit dieser Begrenzungsinitiative, wie das gekommen ist. Aber das siehst du natürlich anders. Aber da sind wir können das relativ entspannt anschauen, gell, Christian? Ich denke es auch, Sabina. Also übrigens, der bilaterale Weg wollen wir auch behalten, aber wir wollen die sicher nicht alles aufdoktorieren von der EU. Genau. Und, wie man zu diesem Ziel kommt, ja, da gibt es verschiedene Wege dazu. Genau. Aber da müssen wir zum Glück nicht streiten darüber. Wir beide. Das ist es so. Also gut, herzlichen Dank, dass Sie beide ins Studio gekommen sind und nochmal die Wahlen analysiert haben. Und dann toi 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 in der neuen Legislatur. Und ja, herzlichen Dank nochmal. Danke vielmals. Danke vielmals. Nächste Woche sind wir mit einem neuen Talk für Sie da. Bei uns ist der Philipp Fankhauser, der bekannte Musiker. Ich freue mich sehr auf ihn und ich hoffe, Sie sind auch wieder dabei. Herzlichen Dank. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights.